er keiner der op zee. Maar was de loven vieren deed. Maar wat er keiner der is gezocht heeft. Is het beste alle vrienden. Ich hatte ein armes Elternhaus. Die Gläubiger gingen ein und aus. Von morgens bis zur Abendstunde war der Gerichtsvollzieher Dauerkunde. Das Geld, das wir unter die Leute gebracht, das hat mein Bruder selber gemacht. Und meine älteste Schwester, groß und kräftig, war im Eros-Center als Stewardess beschäftigt. Als mein Fräulein Mutti heiratete und der ganze Hochzeitsrummel vorbei war, schnappte Papp sich der Mann, guckte tief in die Augen und sagt, wirst du mich auch ewig lieben? Ja, hauchte die Mutti. Wirst du mir auch Kinderchen schenken? Sagte Mam, wenn du da stumm bliebst, bestimmt nicht. Wie Minge Papp frisch verheiratet war, wurde noch ja nicht richtig abgeklärt. Der war noch scheu und schüchtern. Wie der in der Hut sich nachher abkam, der Mann lag halt frisch da. Der Papp lotse ansehte die herrlichen Berge, das wunderschöne Tal und die kleine Wiese. Lädt sich der Neffe und schlafen. Der Mann war richtig enttäuscht. 2 Tage ging das so. In der 3. Nacht dachte sie Wartkirche. Geht wieder herab die herrlichen Berge, das wunderschöne Tal und die kleine Wiese. Sagte man, wenn die Wiese nicht bald bearbeitet wird, da wird sie verpackt. Als ich noch nicht bei meinen Eltern war, stund der Mammens an einem jungen Brunnen, seufzte und sprach, ich steh der Emmersche voll von dem Zeug trinke, wenn ich noch ins 18 wird. Seht so ein Mann, Neffe, ihr viel älter sind sie doch auch jetzt noch nicht. Seht Mama, ich bin 25. Seht was ist da für ein großer Unterschied zwischen 18 und 25? Seht Mama, 1 Mann und 7 Pence. Aber da muss sie wohl im Akkord gearbeitet haben. 7 Kinderchen und alles Mädchen. Der Pap hat schon Komplexe. Doch dann gelang ihm der große Wurf. Der lang ersehnte Sohn wurde ihm geboren. Halleluja, Halleluja. 3 Tage haben sie mich rundgereicht und überall beguckt. Die Oma sagt, wem sieht er denn ähnlich? Ach, sagt der Papa ins Gesicht, haben wir noch ja nicht geguckt. Die Mutti sagt zum Papa, dass die Doofheit hatte von dir. Sagt der Papa, ist doch klar, du hast eine ja noch. Beim 8. sagt der Papa für die Mam, jetzt hört es auf. Auf morgen schlaf ich Speicher. Sagte Mam, wenn du meinst, das jetzt nützt ja nicht mit. Als 8. war ich ein Nachkömmling.
wie der Papp mich überall stolz sehen det. Seht der Opa, würden jetzt die an Dinge Stelle verabhören. Sie gelingen dir nicht mehr ganz. Weil ich nur ein bisschen schwach auf der Brust war und morgens immer viel geschrien hab, hat der Nachbarschaft ja nicht gern gehabt. Sagte Mutti, mit dem Kind muss noch Doktor gegangen werden. Und in 3 Tagen stand ich mit Begleitschutz vor dem. Sagt der Doktor, kriegt der Kleine die Flasche? Sagt der Begleitschutz, nein, die Brust. Sagt er, machen Sie mal frei. Der Doktor beguckt sich das Spiel. Sagte, kein Wunder, dass das Kind schreit. Das hat Hunger, Sie haben ja kein Milch. Sagt der Begleitschutz, wieso ich? Ich bin doch Sing Oma. Wie ich 3 Jahre alt war, ist der Mann mit mir am Doktor gegangen. Setze der Kleinmäd noch jede Nacht das Bettchen aus. Sagt der Doktor, wie geht das dann? Ich sage jeden Abend, wenn ich eingeschlafen bin, jede Tipp, 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 Tipp. Können so ein kleiner, grüner Mensch sitzt sich bei mir über das Bettchen. Und da sagt er, hast du schon Pipi gemacht? Da komme ich so und da sagt er, da machen mal schön. Wenn ich dann morgens wieder aufstehe, ist das Bettchen immer nass. Sagt der Doktor, dem können wir abhelfen. Heute Abend gehst du erst noch am Klösche, machst ein Bächlein und da gehst du ins Bett. Und ich getan. Ich bin gerade wieder eingeschlafen. Tipp, 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 tipp. Gut, das kleine, grüne Menschen sitzt hier über das Bettchen. Ich sage, ich hab schon Pipi gemacht. Seht ihr, wer spricht denn davon? Heute Abend machst du Häufchen. Papp und Spence eines Tages zusammen, seht die Kindersche. Demnächst kreist über unser Haus eine Klappe Storche rum. Der hat einen Schwerkiss im Schnabel. Die schmiest er durch die Kamine runter. Ich sage, hoffentlich gibt das keine Krach. Der Mama ist nämlich Schuhe in Umständen. Wenn wir mit 8 Pence daheim in der Küche am Spillen sind, ist alles voll. Und genau in dem Augenblick, wo einer vom Rathaus kontrollieren kann, geht uns Ende in der Küche zu watscheln. Wie seht ihr bei all der Pence halt übrig noch ein End? Ich sage, das ist kein End. Das ist der Klapperstorch, der hat sich bei uns die Füße abgelaufen. Eins von meinen Bröderchen, der spricht nicht. Der hat noch kein Wörtchen gesagt. Seht die Schmitz von nebenan für den Papp, fahren sie doch uns mit dem Kind noch Käferla. Durch jede Teilwasser. Et der Papp getan, der gut mit dem Kleinen anzoppt in das Wasser rein. Der gut raus und seht für den Papp und du hast sie nicht an. Der Papp freudestrahlend an das Telefon. Der Mama angerufen. Seht ihr, der Kleine spricht. Der hat für mich gesagt, ich hätte sie nicht an. Sagt die Mama, hätte doch recht, du hast doch den Verkehrten mitgenommen.
Wenn man 8 Kinder daheim hat, dann kann das der Mann nicht allein schaffen, was er da gibt. Deshalb geht einmal in der Woche die Oma. Und die Oma macht alles. Putzen, flicken, Wäsche. Die Tag, wo sie mit mir einkaufen. Wir stehen in der Straßenbahn, sagt die Oma, für den Schaffner, ein Erwachsener und das Kind. Der lädt mich an und sagt, das Kind muss voll bezahlen, der hat einen langen Putz an. Sagt die Oma, und wenn das hin oder Putz geht, fahre ich umsonst. Aber in letzter Zeit ist die Oma ein bisschen der Neffe. Die Tag, wo sie mit mir in der Kirche, sie kniet neben mir, hat der Hängchen gefallen. Ein Würstchen dazwischen. Ich sage, Oma, was meinst du mit dem Würstchen? Ach, setze Hänschen, da habe ich daheim mit die Baby in den Zug geschmissen. Weil das nur schlimme Wut hätte Papsen am Doktor geschickt. Wie sie wiederkommen, wo sie am Kriechen. Setze der Doktor hätte gesagt, ich hätte ein Porzellansyndrom. Sagte Papa, was hast du? Setze ein Porzellansyndrom. Der Pap noch dem Doktor hin, sagte, was haben Sie da für die Oma gesagt? Porzellansyndrom. Sagt der Doktor, ich wollte dir nicht so in die Gesicht sagen. Die hat nicht alle Tassen im Schrank. Mit dem Opa Jonny am liebsten spazieren. Ja, der geht nicht weg. Wir sind Heimweg, kommen über die Brücke rüber. Da sind ich unten im Wasser Bretze schwimmen gekommen. Stundtruppe 1.B. Sagt der Opa, was heißt das? Ich sage, dumm Frage. Erstes Brett. Mir stand noch einen Augenblick, küttere noch eins. 2.B. Der Opa lädt mich doof an. Sagt, zweites Brett. Ich sage, sehr richtig. Wir wollen wie gejonsinnig noch hier im Wasser zu schwimmen kommen. Stundtruppe HKKBM. Sagt der Opa, was heißt das? Dann ich sage, hüt gut, geh Brett mi. Die Mama hat ja noch nie Kinderski gehabt. Aber beim Pap war nix mehr. Seht die Schmitz von nebenan für die Mam, sie müssen ihn viel mehr reizen. Sie müssen ihn ins Vordere. Dann sind sie schwarznäcklich an. Legen sie auf der Couch. Hat sie getan. Der Pappküderin sieht sie da liegen, sagt auch, es jetzt mit der Oma. Die ganze Woche hat der Mann wie geübt. Mit einem Rudenäckliche. Mit einem blauen Näckliche. So ja mit einem grünen. Nix. Samstags ist so mit ganze Jahr. Hat sie sich spuddelblank auf der Couch geladen. Der Pappküderin sagt, der Mann fällt dir nichts ab. Doch, sagt der Papp, das Hautfarbene steht am besten. Das könntest du nur noch ins Bügeln. Aber ich spruch mir heute Abend nicht zu bügeln. Ich bin in Form. Und ich möchte mich für all die 50 Jahre, die er mit so gehört hat, bedanken. Ich danke euch von Herzen und wünsche ich dafür Glück, Gesundheit
und Freude. We brauchen keiner, der uns sagt, was der Leben hier denkt. Wir brauchen keiner, der ist gesund hat. Der ist der Beste, alle Pflicht. Ich hatte ein armes Elternhaus. Die Gläubiger gingen ein und aus. Von morgens bis zur Abendstunde war der Gerichtsvollzieher Dauerkunde. Das Geld, das wir unter die Leute gebracht, das hat mein Bruder selber gemacht. Und meine älteste Schwester, groß und kräftig, war im Eros-Zent als Stewardess beschäftigt. Als mein Fräulein Mutti heiratete und der ganze Hochzeitsrummel vorbei war, schnappte Papp sich der Mann, guckte tief in die Augen und sagt, wirst du mich auch ewig lieben? Ja, hauchte die Mutti. Wirst du mir auch Kinderchen schenken? Sagte Mam, wenn du da stumm bliebst, bestimmt nicht. Wie Minge Papp frisch verheiratet war, wurde noch ja nicht richtig abgeklärt. Der war noch scheu und schüchtern. Wie der in der Hut sich nachher abkam, der Mam lag halt frisch da. Der Papp lotste ansehte die herrlichen Berge, das wunderschöne Tal und die kleine Wiese. Lädt sich der Neffe und schläft in. Der Mann war richtig enttäuscht. 2 Tage ging das so. In der 3. Nacht dachte sie Wartkirche. Guckt wieder herab die herrlichen Berge, das wunderschöne Tal und die kleine Wiese. Sagte man, wenn die Wiese nicht bald bearbeitet wird, da wird sie verpackt. Als ich noch nicht bei meinen Eltern war, stund der Mammens an einem jungen Brunnen, seufzte und sprach, ich steh der Emmersche voll von dem Zeug trinke, wenn ich noch ins 18 wär. Seht so ne Mann, Neffe, ihr viel älter sind sie doch auch jetzt noch nicht. Seht der Mama, ich bin 25. Seht ihr, was ist da für ein großer Unterschied zwischen 18 und 25? Seht der Mama, 1 Mann und 7 Pence. Aber dann muss sie wohl im Akkord gearbeitet haben. 7 Kinderchen und alles Mädchen. Der Pap hat schon Komplexe. Doch dann gelang ihm der große Wurf. Der lang ersehnte Sohn wurde ihm geboren. Halleluja, Halleluja. 3 Tage haben sie mich rundgereicht und überall beguckt. Die Oma sagt, wem sieht er denn ähnlich? Ach, sagt der Papa ins Gesicht, haben wir noch ja nicht geguckt. Die Mutti sagt zum Papa, dass die Doofheit hatte von dir. Sagt der Papa, ist doch klar, du hast eine ja noch. Beim 8. sagt der Pap für die Mam, jetzt hört es ab.
Auf morgen schlaf ich Speicher. Sagte Mann, wenn du meinst, das jetzt nützt ja nicht mit. Als 8. war ich ein Nachkömmling. Wie der Pap mich überall stolz sehen det. Sagte Opa, würden jetzt die an Dinge Stelle verabhören. Sie gelingen dir nicht mehr ganz. Weil ich nur ein bisschen schwach auf der Brust war und morgens immer viel geschrien hab, hat die Nachbarschaft ja nicht gern gehabt. Sagte Mutti, mit dem Kind muss noch Doktor gegangen werden. Und in 3 Tagen stand ich mit Begleitschutz vor dem. Sagt der Doktor, kriegt der Kleine die Flasche? Sagt der Begleitschutz, nein, die Brust. Sagt er, machen Sie mal frei. Der Doktor beguckt sich das Spiel. Sagte, kein Wunder, dass das Kind schreit. Das hat Hunger, Sie haben ja kein Milch. Sagt der Begleitschutz, wieso ich? Ich bin doch Sing Oma. Wie ich 3 Jahre alt war, ist der Mann mit mir am Doktor gegangen. Setze der Kleinmäd noch jede Nacht das Bettchen aus. Sagt der Doktor, wie geht das dann? Ich sage jeden Abend, wenn ich eingeschlafen bin, jede Tipp, 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 Tipp. Können so ein kleiner, grüner Mensch, sitze ich bei mir über das Bettchen. Und da sagt er, hast du schon Pipi gemacht? Da komme ich so und da sagt er, da machen mal schön. Wenn ich dann morgens wieder aufstehe, ist das Bettchen immer nass. Sagt der Doktor, dem können wir abhelfen. Heute Abend gehst du erst noch am Klöschen, machst ein Bächlein und da gehst du ins Bett. An ich getan. Ich bin gerade wieder eingeschlafen. Tipp, 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 tipp. Gut, das kleine, grüne Menschen sitzt hier über das Bettchen. Ich sage, ich hab schon Pipi gemacht. Sagt er, wer spricht denn davon? Heute Abend machst du Häufchen. Pap rief uns Benz eines Tages zusammen, sagte Kindersche, demnächst kreist über unser Haus eine Klappe Storche rum. Der hat einen Schwerkiss im Schnabel. Die schmiest er durch die Kamine runter. Ich sage, hoffentlich schied das keine Krach. Der Mama ist nämlich Schuhe in Umständen. Wenn wir mit 8 Benz daheim in der Küche am Spillen sind, ist alles voll. Und genau in dem Augenblick, wo einer vom Rathaus kontrollieren kann, geht uns Ende in der Küche zu watscheln. Wie seht bei all der Benz halt übrig noch ein End? Ich sage, das ist kein End. Das ist der Klapperstorch, der hat sich bei uns die Füße aufgelaufen. Eins von meinen Bröderchen, der spricht nicht. Der hat noch kein Wörtchen gesagt. Seht die Schmitz von nebenan für den Pap, fahren sie doch uns mit dem Kind noch Käferladen. Durch jede Teilwasser. Hat der Pap getan, der kütt mit dem Kleinen an, zoppt den in das Wasser rein. Der kütt raus und seht für den Pap und du hast sie nicht an. Der Pap freudestrahlend an das Telefon. Der Mama angerufen.
sagte der Kleine, sprich. Er hätte für mich gesagt, ich hätte sie nicht an. Sagte, Mama hätte doch recht, du hast doch den Verkehrten mitgenommen. Ob er mich nur deshalb in das Krankenhaus gestopft hat. Ich bin 3 Stunden da, kommt so eine Schwester. Ich sage, Schwester, ich muss mal pissen. Ich fiel bald aus den Schuhen. Sagt sie, um Gottes Willen, hier ist ein christliches Hospiz. Hier musst du vornehm sprechen. Wenn du noch einmal musst, schellst du, sagst du, Schwester 00. Ich bin nachmittags allein im Bettchen. Geht die Tür auf, kommt der Karlchen rein. Mensch, sagt, ich hab hochnötig. Ich sag, lass mich das machen. Ich drück auf die Klingel, die Schwester kommt. Ich sage, Schwester, der muss mal pissen. Der hat noch keine Nummer. Wie ich am anderen Morgen in die Schule kam, hatte man einen flammneue Lehrer. Der kannt mich noch ja nicht. Sagte, wie heißt du denn, Kleiner? Ich sage, Schmitz mit einem TZ am Ende. Sagte, das kann ich mir denken, es gibt kein Wort mit mehreren TZs. Ich sage, sagen Sie das nicht. Adventskerz. Der hat mich nix mehr gefragt. Ist er doch selber schuld? Der malte einen Strich auf der Tafel, sagte, was stellt ihr euch darunter vor? Ich sage, ein nacktes Mädchen. Der guckt mich frech an, malt noch einen Strich, sagte, und jetzt? Ich sage, noch ein nacktes Mädchen. Sagte, hör mal, mit den nackten Mädchen ist wohl eine fixe Idee von dir, was? Ich sage, wieso von mir? Wer malt denn dauernd die Schweinerei an der Tafel? Dann sprach er vom Alkohol. Der ist ja schädlich. Um uns das zu beweisen, stellt er 2 Einmaßgläser auf das Pult. 1 mit Wasser und 1 mit Schnaps. In jedes kam eine Wurme rein. Der in dem Wasser war quicklebendig und der in dem Schnaps direkt kaputt. Sagte, was fordert ihr daraus? Ich sage, ganz einfach. Wer süfft, kriegt kein Wurm. So herrlich sein. Alte Bach und Erbenbam fällt mir viel Schönes ein. Zu jung sein 40 Jahre, ja ich schon in der Bütt. Und der Applaus ist ja das schönste Band, das ja im Leben gibt. Und all meine Fans, die sitzen hier im Jürzenlicht. Mit Dankeschön, Allah und Bützchen, herzlich grüße dich. Und habt ihr jetzt zum Applaudieren noch jetzt Lust? Dann freut sich mit euch Glück, gegabend ja, von Hetze die doch Nuss. Am meisten Sorge schmäht uns daheim mein älteste Schwester Ludmilla. Die Langlatz. Die wird immer größer. 2,10 Meter ist die schon hoch. Die Tag waren im Kino. Es saß kaum, rief halt einer hinsetzen. Es steht ob und jeder Rosette, das haben wir jeden. Ich im Kino rumstand und dann über die Stühle rauslaufen.
Der Pap seh das Kind bis nicht unglücklich genommen, da spielt die ersten FC. Jangen sie in das Stadion, da fällst du nicht ab. It ab, geht in Müngersdorf an einem Haus vorbei, ist einer der Heck am Schnigge. It fragt drüber her, sie entschuldigen zum Stadion. Lot der Huhn, sie reiten sie immer geradeaus. Nachmittags gingen wir immer schwimmen, wie die Lückming-Schwester im Bikini suchen, hielten die Luft an. Ich sage, hören's, Annemarie, wie siehst du dann aus, du kannst doch nicht hier im Strand bei der so rumlaufen. Wie siehst du offener rum aus, ganz ohne. Seht, da brauchst du ja nicht hinzuloren, du kleiner Junge. Ich sage, was hast du dann da? Seht, das darf ich dir nicht sagen, so jetzt hast du früher getrunken, wie der klein warst. Ich sag, warum wir dann so arm, dass wir kein Tasse hatten? Jetzt will es hier, das seht für die Mam, du musst mir einen Tipp geben, was in der Hut 6 nach all passiert. Seht die Mam, han ich kein Zick für, Jang in der Hühnerstall, das siehst du hier noch. 2 Stunden waren unge. Wie es wiederkam, hatte dein Leuchten in den Augen. Abends war es früh fort. Der Bräutigam hängt im Herküt in das Zimmer, steht die pudelblank da. Kommende Kaffee wärmer. Seht ihr, was ist dir dann? Seht ihr, alles kannst du machen, aber das Pick und Kopf kannst du nicht vertragen. Nach 3 Wochen waren aus der Flitterwoche wieder da. Seht ihr, für die Mama, das ist das schön, wenn man sich jeden Tag gut versteht. Seht ihr, Mama, hör mal auf, wenn du in unser alter Küss verstehst dich noch einmal im Mond, Jod. Seht ihr, Opa, wenn du so alt bist wie mir, verstehst dich noch einmal im Jahr, Jod. Rief die Oma aus der Küche und das ist nächste Freitag. Vor meinem Vaterhaus stand keine Linde. Da stund ein Sofa. Da drup saß ich und auch die Oma. Von Mama und Papa keine Spur. Die waren nach Heidelberg in Verjüngungskur. Etwas später, ich komme vom Spiele zurück. Da denk ich doch, ich werd verrückt. Da steht eine herrliche Schuss in der Tür. Ich bin die Mama, sagt sie zu mir. Ich sage, und ob Ding im Arm, das Äbsche, was du so dusselig quasselt, sagt sie, das ist der Papa, den haben sie vermasselt. Aber wenn man 8 Kindersche daheim hat, dann kann das der Mann nicht allein schaffen, was das da gibt. Deshalb geht einmal in der Woche die Oma. Und die Oma mäht alles. Putzen, Flicken, Wäsche. Dies Tag war sie mit mir einkaufen. Wir stehen in der Straßenbahn, sagt die Oma, für den Schaffner, ein Erwachsener und das Kind. Der lot mich an und sagt, das Kind muss voll bezahlen, der hat einen langen Putz an. Sagt die Oma, und wenn das hin oder Putz geht, fahre ich umsonst. Aber in letzter Zeit ist die Oma ein bisschen der Neffe. Dies Tag war sie mit mir in der Kirche, sie kniet neben mir, hätte Hängchen gefallen. Ein Würstchen dazwischen. Ich sage, Oma, was meinst du mit dem Würstchen? Ach, setze Hänschen, da habe ich daheim mit die Baby in den Zug geschmissen. Weil das nur schlimme Wut hätte Papsen am Doktor geschickt. Wie sie wiederkommen, war sie am Kriechen. Der Doktor hätte gesagt, ich hätte ein Porzellansyndrom.
Sagte Pap, was hast du? Sagte ein Porzellansyndrom. Der Pap noch dem Doktor hin, sagte, was haben Sie da für die Oma gesagt? Porzellansyndrom. Sagte der Doktor, ich wollte dir nicht so in die Gesicht sagen. Die hat nicht alle Tassen im Schrank. Aber bei all der Pens sind wir froh, wenn immer eine helfen kann. Für eine Woche kommt die Oma. Ich sag, Oma, bliebst du länger wie eine Woche? Ja, sagt sie, warum? Ich sag, da kann ich wenigstens dem Pap sein Kunststückchen belohnen. Sagt sie, wieso? Ich sag, der hätte gesagt, wenn der Oma länger wie eine Woche blieb, schon nicht der Wenge in der Höhe. Opa Jonny am liebsten spazieren. Ja, der geht nicht weg. Wir sind Heimweg, kommen über die Brücke rüber. Da sind ich unten im Wasser Bretze schwimmen gekommen. Stundtruppe 1.B. Sagt der Opa, was heißt das? Ich sage, dumm Frage. Erstes Brett. Mir stand noch einen Augenblick, küttere noch eins. 2.B. Der Opa lot mich doof an. Sagte zweites Brett. Ich sage, sehr richtig. Wir wollen wie gejammert sind nicht noch hier im Wasser zu schwimmen kommen. Stundtruppe HKKBM. Sagte Opa, was heißt das? Dann ich sage, hüt kein Brett mehr. Wenn der Manfred das Einkaufen ging, bin ich nie jeden mitgegangen. Der hätte mir immer so schnell die Füße weh. Ich sage, Mam, kannst du mir dann nicht 3 Rätschen kaufen? Setze mir in Arm, du kriegst keine 3 Rätschen. Jank zu Fuß. Ich in der Hoferrunde, sind ich rat wie eins von unseren Höhne, der Hahn spazieren dreht. Die habe ich vielleicht auseinandergefasst. Ich sage, wenn ich zu Fuß gehen muss, kannst du das auch. Ob er das noch nicht gehört hat. Ich sinne halt wieder im Sturzfluch oben Ende runtergegangen. Ach, sagt, ich bin verkehrt. Sagt die End, Quatsch. Ich komme wieder rein, Paf hat die eine Sitz. Sagt der Pap, wie oft soll ich dir noch sagen, dass du im Hof keine Schneemann bauen sollst? Ach, sagt der Mann, das ist ja keine Schneemann. Das ist der Opa, der haben im Herbst vergessen, Rind zu holen. Weihnachten wollte ihr Fahrrädchen haben, sagte Mam Hänschen, das geht nicht. Wir sind zu nüchtern, wenn jeder so ein großes Geschenk haben wollte, das geht nicht. Wünschte ihr anders, ich sage, das hätte ich gern mit dir Papa und Mama spielen. Sagte, das darfst du. Ich sage schon an, so rob und mache mich parat. Ich komme noch eine Viertelstunde runter, dem Pap sin Klamotten an. Ich sage, Frau, trägt die Arme und dem kleinen Dreirädchen kaufen. Aber durch die 8 Pence herrschte bei uns daheim große Armut. Wir konnten uns kaum jeder erlauben. Am Ende vom Jahr nahm der Pap die angesammelte Rechnungen. Der zieht mich
Da trug eine Russ und die wurde bezahlt. Der Rest flog in den Papierkorb. Einmal hätte er von einem bösen Brief gekriegt. Wenn Sie nicht bis zum 31. bezahlt haben ohne so, hätte Papa mir für wieder geschrieben. Wenn Sie mir noch mal so einen bösen Brief schreiben, nehmen Sie an den Verlosungen nicht mehr teil. Papa ist nie schön gewesen. Der hatte so eine Nase im Gesicht. Kommt so ein junger Mann bei ihm und sagt, wie küsst du da dran? Sagt der Pap, das kann ich dir sagen. Wie die Nase verjoffen wurde, bin ich in einem Augenblick zu spät gekommen. Da lachen nur noch 2 da. Ding und Ming. Da wollte ich mir Ding grad kriegen. Da könnte eine Stimme von Buffe, lass die Lie, das ist ein Rotznass. Der Papa ist ja jetzt bei der Polizei. Meistens hätte Nachdienst. Ob er nur die Mammens kontrollieren wollte. Eines Abends könnte früh, still im düsteren Zimmer, nur um die Mam nicht zu wecken, die Uniform aus, will sich grad legen, hört die et flüstern. Der Papa nicht legt, sagt die Mama, ja, das will er nicht. Schau so ein Kopping, da wird die noch schlimmer. Lauf in der Apotheke, Püllewische holen. Treu und brav wie der Papa ist, die Uniform an. Geht noch dem Apotheke, sagt er, sind Sie nicht mehr bei der Polizei. Doch, sagt der Papa, warum? Sagt er, warum haben Sie an Hügen Feuerwehruniform an? Die Mama hat ja noch mehr Kinderski gehabt. Aber beim Pap war nichts mehr. Seht die Schmitz von nebenan für die Mam, sie müssen ihn viel mehr reizen. Sie müssen ihn ins Vordere. Dann sind sie schwarznäcklich an. Legen sie auf der Couch. Hat sie getan. Der Pap könnte rennen, sieht sie da liegen, sagt auch, es jetzt mit der Oma. Die ganze Woche hätte Mam wie geübt. Mit einem roten Neckliche. Mit einem blauen Neckliche. So ja mit einem grünen. Nix. Samstags ist so mit ganze Jahr. Hätt sie sich pudelblank auf der Couch geladen. Der Pap könnte rennen, sagt der Mam, fällt dir nichts ab. Doch, sagt der Pap, das Hautfarbene steht am besten. Das könntest du nur noch ins Bügeln. Aber ich spruch mir heute Abend nicht zu bügeln. Ich sehe in Form. Und ich möchte mich für all die 50 Jahre, die er mit so gehört hat, bedanken. Ich danke euch von Herzen und wünsche ich dafür Glück, Gesundheit und Freude.